Wir haben Karfreitag, den 10. April. Das Losungswort aus Psalm 112, der erste Vers, sagt: Wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Und der Lehrtext aus 1. Petrus 2, 24 und 25 sagt: Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Wer ist der Hirt? Wer ist das Schaf? Ja, ganz eine klare Ausgangslage und doch vielleicht nicht ganz so, wie wir meinen. Festhalten können wir zuerst einmal, Schafe brauchen immer einen Hirt. Weil es gäbe sie sonst gar nicht. Die denken jetzt, hallo, warum soll es denn keine Schafe geben ohne Hirt? Der Richard Wurmbrand, der ein verfolgter Pastor war im kommunistischen Rumänien, hat sich erinnert an eine atheistische Kundgebung in Russland. Dort hat einer natürlich der breiten Bevölkerung klar machen, dass das Leben durch Zufall entstanden ist und dass seither die Selektion der Starken uns hat weitergebracht, schlussendlich eben zur Bildung des Menschen geführt, dass also die Starken immer gewinnt und so das Leben sein Reichtum überkommt. Dann hat aber ein Gläubiger, der dort teilgenommen hat, Folgendes gesagt. Ein Gläubiger fragte: Wie kommt es denn, dass die Schafe überlebt haben, dass sie von den Wölfen nicht völlig vernichtet worden sind? Die Wölfin bringt 5 oder 6 Junge im Jahr zur Welt, das Schaf nur eines. Das Verhältnis steht also 5:1 für den Vernichter, der über scharfe Zähne, Klauen, Kraft und Schnelligkeit verfügt. Das Schaf hat überhaupt nichts zu seiner Verteidigung. Wie kommt es dann, dass es doch immer Schafe gibt? Er, der das gefragt hat, ist zur Strafe mehrere Jahre in ein Arbeitslager der Kommunisten gesteckt worden. So viel also die Antwort der Wölfe. Heute gehen wir also von 2 Grundwahrheiten aus. Die eine ist, Schafe brauchen immer einen Hirt. Die zweite ist, jetzt auch noch wichtig für uns, das einzige Tier, das immer wieder als Sinnbild, als Symbol für einen Menschen in der Bibel verwendet wird, ist das Schaf. Es gibt auch andere Erwähnungen, der Wolf, aber das, was wirklich das Wesen des Menschen ausmacht, das ist das Schaf. Folgerung: Der Mensch braucht einen Hirt. Der Abel war so ein Hirt, aber er ist dann auch ein Schaf geworden, oder ein Schaf, nämlich ein Schlachtschaf, und sein Bruder hat sich als Wolf entpuppt. So sagt der Paulus im Römerbrief: Um deinetwillen werden wir den ganzen Tag getötet wie Schlachtschafe. Ja, jetzt wird es kompliziert. Weil es 12 Fische da ausgibt in der Welt, gibt es einen frühesten Instinkt vom Menschen, der schon funktioniert, bevor er überhaupt sehr grosse logische Gedankengebäude machen kann. Schon als Kleinkind, teilweise wahrscheinlich sogar schon im Mutterleib, wo heisst, ich muss mich schützen. Selbstschutz als Strategie, als Überlebensstrategie in diesen Fällen. Wenn man sagt, ich muss oder ich muss selber, dann ist das schon mal ein schlechter Anfang von einem Satz. Von einem Menschen, der eigentlich als Schaf ist, erschaffen war, als wehrloses Wesen. Aber wenn es dann auch noch heisst, mich selber schützen, mich eigen Hirt sein, für mich sorgen, dann ist man vollends in der Logik gelandet. Weil man hat nachher ein Wächteramt. Es entsteht durch solche Erlebnisse, wo man sich das erste Mal vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst sagt. Dem sagt man eine Festlegung. Wenn ein Mensch über sich so etwas ausspricht, ist es eine Festlegung.
Und die entwickelt sich ja auch weiter, die wird zu einer sogenannten Gedankenfestung, also ein ganzes System von Gedanken, die den Grundgedanken dann auch untermauern und Erfahrungen, die das immer wieder zementieren sollen. Bei Trauma, schwersten Erfahrungen also, kann es sogar sein, dass der Teil, der sagt, ich muss mich selber schützen, im Untergrund verschwindet, im Gefrierfach der Seele als Abspaltung weiter funktioniert und vor allem so funktioniert, dass der Teil immer dann, wenn es gefährlich wird, vorkommt und sagt, jetzt musst du dich schützen, sonst passiert wieder das Gleiche. So wird der Mensch sein eigener Hirt. Und die Frage ist dann wirklich berechtigt. Ja, wer ist jetzt der Hirt und wer ist jetzt das Schaf? Mit anderen Worten, das Schaf wird sein eigener Hirt. Was für ein Widersinn. Wo doch der David ganz klar gesagt hat, der Herr ist mein Hirte. Das ist einer, der sein Wächteramt hat preisgegeben, wahrscheinlich schon in jungen Jahren. Den Job hat er an den Nagel gehängt, hat stattdessen Gott selber, im weitesten Sinne eben und prophetisch Jesus Christus, als sein Herr und Hirt eingesetzt. Das ist genau die Gottesfurcht, die der Psalm 112 davon redet. Also, man nimmt Gott ernst als die einzige Schutzmacht, die wir haben. Und wenn wir jetzt das abbrechen auf unsere eigene Situation, dann führt das zu einer Widerrufung. Vielleicht habt ihr heute Zeit, über das ein bisschen nachzudenken und das bei euch selber auch mal bewusst zu machen. Ich widerrufe meine Festlegungen. Oder meine Festlegung, wenn sie sogar noch wörtlich kann zitieren, umso besser, umso genauer. Ich löse sie durch das Blut von Jesus Christus, weil das Blut hat ja eine Sprache. Das heisst, ich bin immer bei dir, bis auf das Blut. Ich habe Verständnis für frühen Selbstschutz. Ich weiss, ich war überfordert. Ich weiss, ich hatte zu wenig Hilfe gehabt. Ich verstehe, dass die Seele so eingerichtet ist und dass das vielleicht so eine Startchance ist, die ich doch noch habe. Aber heute brauche ich das so nicht mehr. Heute ist es Sünde, so zu denken. Heute ist es eine Schuld, da drinnen zu stehen. Ich vergebe denen, die mir den Schutz nicht gegeben haben. Aus x Gründen. Häufig Autoritätspersonen, vielleicht sogar ein Pastor, Lehrpersonen, Eltern und so weiter. Und ich setze Jesus als Hirt ein über jeden Bereich von meinem Leben, wo es noch nicht war, wo ich noch so ein Selbstschutzreservat hatte und gebe dort meinen eigenen Schutz auf. Aber wie kommt es denn, dass man, wenn man ja ein brennendes Kind ist, nachher Jesus als sein Hirt einsetzt, dass das passiert, wo der Petrus sagt in seinem 2. Kapitel vom 1. Brief, dass jemand Jesus als sein Hirt hat angenommen und zu ihm ist umgekehrt. Weil meine Wolfserfahrung, die ist ja sehr tief eingeprägt. Ich brauche also ein anderes Hirtenbild. Ich brauche auch von außen ein anderes Bild, eine Korrektur zu dem, was ich erlebt habe. Schauen wir den Hirt nochmal an. Es ist ja Karfreitag. Es ist der Hirt, der zuerst ein Schaf war. Ein Schlachtschaf war er. Er war so hilflos, wie eben jedes Schaf hilflos ist. Und gegen Wolf hat er überhaupt nichts auszurichten gehabt. Das ist der Hirt, der die Schafserfahrung von jedem Menschen selber getragen hat. Selber mitgelitten hat. Was du gelitten hast, hat er mitgelitten. Er ist nicht nur daneben gestanden. Er weiss, wie es ist, wenn man so ausgeliefert ist, hilflos ist. Er ist das erste geopferte Schaf. Er ist der Sündenbock. Und nachher kommt er zurück als Hirt. Und jetzt weiss ich, das ist der Hirt, dem ich vertrauen kann. Er entspricht so nicht meinem bisherigen Bild. Mit sind wir also im Karfreitag jetzt gelandet. Und ich wünsche euch einen Tag mit Tiefgang.